Herzlich willkommen zu Viva la Evolution. Mein Name ist Corby und heute haben wir wieder mal unser beliebtestes Format, die Musiksendung, die wir so liebevoll Viva la Musilusion nennen. Mit dabei unsere Lieblingsmusikanten. Einmal der Seppio. Hey, grüß dich! Oh, servus, grüß euch. Mei, das ist also wirklich eine Freude, dass du heute dabei bist. Und natürlich einer, der erst vor kurzem so richtig die Liebe zur Musik entdeckt hat. Der Kani, Christi Kani, na, was geht ab? Ich spiele wieder auf meinem Lieblingsinstrument, auf diesen großen Glasflaschen aus den Südstaaten mit 3X drauf und das beherrsche ich mittlerweile einwandfrei. Also wir können bald mit unserer Tour anfangen. Super. Ich meine, dein Lieblingsinstrument war die Fleischflöte. Ich wollte gerade sagen, Hauptsache Blasen, gell? Ich habe mir halt was gesucht, das Blasen beinhaltet, aber trotzdem jugendfrei ist. Okay. So macht er das. Und die Uncut-Version kriegt's auf OnlyFans. Nein. Stecke da meine Fleischpeitsche in das komische Glaslei. Natürlich haben wir jetzt nicht unsere Musiksendung, also das kommt erst noch. Vorher machen wir ja nur das Bücherformat, da haben wir das letzte Mal schon drüber geredet. Na, heute ist es endlich wieder soweit. Der Talkthrough ist da, September ist schon weit vorangeschritten. Ihr habt bestimmt wieder geniale Sachen gespielt, oder? Aha. Gut, du wirst wahrscheinlich Zelda gespielt haben. Wer der Seppi? Na? Ja, ich habe wieder angefangen. Ich bin jetzt wieder voll drin. Ja, ich bin natürlich immer noch mitten drinnen in Tears of the Kingdom. Ich glaube, ich bin jetzt bei 250 Stunden und habe jetzt halt eigentlich auch so ziemlich alles gesammelt. Ich bin jetzt bei 650 Crocs und werde aber jetzt dazwischen mal das Finale einschieben, weil das haben wir jetzt die ganze Zeit aufgekommen und einfach nur weiterhin die Welt abgelaufen und alles gesammelt und was noch gerade alles gibt und gerade schön war. Und jetzt habe ich mich, jetzt ist so das Finale ist in Sicht. Ich spiele jetzt dann die Geschichte durch und dann sammle ich die restlichen Crocs und dann werde ich meine 300 Stunden voll haben und dann möchte ich das Spiel nie wieder sehen. Ich meine, mittlerweile bist du ja schon so lange unterwegs, da müssten ja selbst die NPCs langsam lästig werden, oder? Die werden wahrscheinlich auch sagen, mein Gott, jetzt kommt der schon wieder. Die sagen gar nichts, weil die fahren dran gerade noch down. Ja, aber es ist ja, ich mag gar nicht, da schmerzt man mal, wenn ich auch durch bin, dann können wir mal drüber reden. Ein bisschen ausführlicher. Gerade ein kurzer Zwischenstand, wie es bei Zeldor läuft. Das ist aber, glaube ich, auch was, das interessieren wirklich so die meisten von unseren Hörer, weil ich meine, das ist jetzt so ein Dauerbrenner. Ich glaube, seit der ersten Folge Talkthrough reden wir immer wieder über Zelda. Ja, da war es ein Rückblick, oder? Ja. Da haben wir schon angefangen. Ausblick, Rückblick und dann ist losgegangen. Ja, es ist einfach, es begleitet einen. Ja, schon. Aber wieso ist es noch anders? Es ist ja nicht ganz dicht bei dieser Fülle und bei dieser Größe. Es ist ja alles Wahnsinn. Ja, hat die denn sonst irgendwas anderes begleitet? Ich habe es ja in der letzten Folge versprochen, dass ich es ausprobiere bis zu der neuen Folge und ich habe mir tatsächlich an Super Bomberman R rangewagt. Ach, das ist Einser, nicht das top-aktuelle Zwarer oder was? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es Zwarer schon raus ist, aber ich hole mir jetzt nicht Zwarer, wenn ich das Einser habe und nachdem ich das Einser gespielt habe, glaube ich, brauche ich das Zwarer auch nicht unbedingt. Schade. Letztes Mal hast du so viel Lanzen für Bomberman gebrochen. Ich liebe Bomberman nach wie vor und auch das ist an sich ganz gut, aber ich frage mich, ich habe jetzt halt die Kampagne habe ich mal bis zur Hälfte gespielt und das ist schon ganz spaßig, aber es kann mich nicht mehr so packen, wie es mich damals auf dem Gameboy packt hat. Und bei dem Spiel ist, finde ich, ein Riesenproblem die komische isometrische Ansicht und die Steuerung. Du hagelst die ganz oft irgendwo an irgendwelche Ecken ein, weil das Spielprinzip ist genauso wie früher. Du hast so Arenen, da rennen deine Monster umeinander und du legst Bomben, kriegst Items, mit denen du mehrere Bomben legen kannst, mit denen du Bomben den Explosionsradius vergrößern kannst, mit denen du es werfen kannst und so weiter. Also das ist ziemlich oldschoolig vom Aufbau her, aber wie gesagt, die Steuerung, die da eigentlich essentiell wichtig ist, die hakt oft so, dass der Controller mal fast geflogen war. Dann hast du am Ende, ich glaube, das ist pro Welt, ich weiß jetzt nicht wie viel, aber ich glaube, dass 6 Welten insgesamt sind und das sind dann jeweils 8 Arenen, wenn ich das richtig im Kopf habe und am Ende kommt der Endgegner. Und bei dem Endgegner habe ich irgendwie festgestellt, dass es am einfachsten ist, wenn du dich selber sprengst, aber so in seiner Naht, weil dann bleibt er einfach stehen, wenn es dich erwischt und dann erwischt er ihn auch. Anders ist es einfach behindert. Sagst du, was ist, dann kommt eine zweite Stufe,
vom Endgegner, das glaube ich, hast du so auch noch nicht gehabt bei Bomberman, das ist aber da auch so, naja, wo es halt wirklich glänzen kann, das Spiel, ist beim Multiplayer. Das sind schöne, knackige Duelle, die, wenn du auf der Couch zu viert eine Runden Bomberman spielst, dann möchtest du gern ab und zu mal den Controller ins Maul einschirmen für die Scheiße, was er da abzieht. Da kann es richtig schön glänzen, aber im Einzelplayer kann es mich nicht mehr so halten, wie es mir als Kind halten können hat, und da der Multiplayer im zweiten Teil wahrscheinlich nicht stark variieren wird. Zum ersten Teil, denke ich mal, brauche ich einen zweiten nicht unbedingt. Hat das also einen Online-Multiplayer? Weiß ich nicht, ich spiele ja nichts online und deswegen schaue ich da immer gar nicht. Ja, das stelle ich mir auf jeden Fall sehr frustrierend vor, wenn ich dann online spiele und dann von irgendwelchen, weiß ich nicht, Zweijährigen fertig gemacht wird. Das ist da... Also ich weiß, ich lebe jetzt mal aus dem Fenster und sage, bei Bomberman kann man nicht wirklich gut sein, weil das irgendwann so unübersichtlich ist, dass du kannst überhaupt nicht mehr aus. Die erwischt's einfach, weil es rennen Monster rum, überall liegen Bomben unterschiedlich groß, du weißt immer mehr, welches meine Bomben ist, scheißegal, weil es ist ja, deine eigene Bombe springt ja genauso. Ja, bis zum gewissen Grad kannst du vielleicht mit Können schaffen, aber irgendwann ist es halt einfach so unübersichtlich. Und da wird's halt dann erst witzig, wenn du halt damit reinspielst und man kennt es nicht mehr aus und irgendwann merkst du wieder, dass du selber springst, weil irgendein anderer Depp den Weg zerbaut oder irgendwas in die Richtung. Da kann es schon Spaß machen. Aber ich glaube, Teil 1 wird bei mir reicher, Teil 2 wird nicht in die Sammlung wandern. Also ich habe mich schon wieder aufgeregt. Ich habe gesehen, das Ding, was ich gekauft habe, hat nicht einmal ein Cartridge enthalten, sondern nur einen Download-Code. Kotze schon wieder. Was hast du gekauft? Ich habe mir die als physisches Medium gekauft, also mit Verpackung. Und hab's aufgemacht und dann denke ich mir so, da ist ja gar nichts drin. Und dann habe ich gesagt, ach, da schau her, das ist nur ein Download-Code. Du kaufst dann praktisch die Verpackung und da ist einfach nichts drin, außer ein Zettel mit dem Download-Code. Voll geil. Was ist denn das für ein Ratz? Für was brauche ich dann die Verpackung überhaupt? Ja, weiß ich nicht, was der Scheiß soll. Wenn ich schon auslief, dann schmeiße ich doch die Cartridge mit rein. Der soll jetzt wirklich nicht scheitern, ja. Boah, das ist mir mal mit der ersten Erweiterung zu StarCraft 2 gegangen. Da habe ich mich so gefreut und ich habe also beim Ornser die Collectors Edition gehabt und habe dann natürlich beim Zora das auch gemacht. Und dann ist da zwar CD drin, aber die ist komplett leer und führt dich zur Download-Seite, wo du es dann runterladen sollst. Und da bin ich mir auch ordentlich verarscht vorgekommen. Ist das mies. Ja, das ist, also keine Ahnung, wer sich das wieder überlegt hat, waren wahrscheinlich gescheitere Leute als wir. Ja, vielleicht gehen wir mal zusammen, spielen wir eine Runden Bomberman und danach haue ich bei Smash Bros. Pfotzen voll oder dann in echt, wenn es mich nervt. Sehr schön. Das ist sehr schön. Hätte sich noch eine super Einladung an. Schon, oder? Frei wird schon. Bier gibt's keins. Hast alle meine Trigger getroffen. Ich wollte gerade sagen, das klingt wie Familientreffen. Klassiker. Seppi, was hast du gespielt? Ich habe Boss-Halo gespielt. Ich dachte mal mit einem kleinen, süßen, schnuckeligen Retro-JRPG anfangen. Und zwar Sea of Stars. Kennt ihr das? Vom Namen her, ja. Sea of Stars. Also ich stelle mir eine These auf. Sea heißt so viel wie Meer, denke ich jetzt mal. Also das heißt, das würde Meer spielen. Stars sind Prominente. Das heißt, du spielst einen Prominenten, der im Meer wahrscheinlich gerettet werden muss und musst gegen verschiedene andere Prominente kämpfen. Richtig? Na, du darfst nur einen Freund befragen. Kane, bist du Also ein ich Freund sag, von mir? Sea of Stars, ich glaube, dass es so etwas ist wie so ein Face-Off, aber es heißt jetzt Sea of mit berühmten Personen. Nein, es ist tatsächlich die Verspielung, also die Software-Version von Face-Off, von dem Actionfilm aus den späten 90er, Anfang der 2000er. Habe ich richtig gesehen, sehr schön. Hast du richtig gesehen, fast. Sagt mir nichts. Schön geoff-seed. Spielt es jetzt im Meer oder nicht? Nein, im Pixelmeer, ja. Nein, keine Okay. Ahnung, ich bin nicht im Meer. Idioten. Das ist halt ein wunderschönes Retro-Pixel-Spiel, wie man es jetzt schon kennt, so Octopath Traveler oder sowas. Hat nicht ganz die Produktionsqualität von Octopath Traveler, muss man auch dazu sagen. Also es ist ein bisschen, es schaut so aus, wie wenn man sich daran erinnert, wie Secret of Mana damals ausgeschaut hat. Oh, cute. Kommt das ungefähr um. Und das macht ziemlich Spaß. Das hat ein paar Neuerungen im Kampfsystem, die ich jetzt so noch nicht gesehen habe. Das ist so eine rundenbasierte Geschichte. Da kannst du quasi, wenn du angegriffen wirst, stellen sie gegeneinander auf, wie sie es halt immer so machen. Und dann kannst du halt einer nach dem anderen zuhauen. Und bei denen hast du noch die Möglichkeit, dass du quasi während der Zeit Zuhau-Sequenz abspielt, du nur mit einem Tastendruck die verschärfen kannst oder quasi kontern. Also es wird zum rundenbasierten Automatismus geschehen, wird noch ein bisschen eine Aktion von dir gefordert. Und macht eigentlich ganz schön Spaß. Kann ich jedem empfehlen, der auf so alte, geile Spiele steht. Mhm. Cool. Aber Gibt's für Switch trotzdem und schade, für dass es Sonne. nicht im Meer spielt.
Ja, es gibt mit Sicherheit irgendwann noch mehr. Du laufst da 35 Stunden durch die Welt, da findet man sicherlich auch mehr. Ich bin momentan total One Piece gehypt. Also ich liebe Piratensetting und da gehört das Meer dazu. Punkt. Also ich meine, wenn wir irgend so ein Pixelspiel spielen, dann hätte ich eher Bock auf das Wrestle Quest. Oh, jetzt fallen die ganz harten Geschütze auf. Das ist ja nur, also ich hab ein Video da, ein Testvideo dazu geschaut, das ist doch nur geil. Muchacho Man. Muchacho Man, allein dieser geile Witz, der Muchacho Man. Wie geil das alle ausgaffen. Also das kann ich auch nur, jedem empfehlen, der auf solche Pixel-RPGs steht. Wrestle Quest, du spielst also eben ja einen Muchacho Man, angelehnt an Macho Man. Und es ist auch von der... Ja, warte mal, ist der Macho Man ist doch am Muchacho Man sein großes Vorbild, um das geht's doch in dem Spiel, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung? Das weiß ich. Der kommt dann tatsächlich auch vor, glaube ich. Die Story habe ich nicht gesehen, ich habe nur das Spielprinzip ein bisschen angeschaut. Aha, aber das Sinn machen, weil, ja, wie gesagt, der Muchacho Man selber ja fast ausgekauft wie der Macho Man. Und ja, es ist sehr ironisch auf diese ganze 90er Wrestling-Zeit, aber ist anscheinend, so ist es wirklich schaffbar. Ich glaube, dass es irgendwas um die 30 Stunden Spielzeit hat, dass es nie lächerlich wird und nie langweilig wird, sondern es wirklich so eine konstante Belustigung darstellt. Und ja, diese 10 Minuten Gameplay, die ich mir angeschaut habe, ich bin voll angefixt. Ich brauche das Wrestle Quest unbedingt. Da steckt ja ganz viel Fanservice drin für echte Wrestle-Fans und so, die in der Zeit das Ganze ein bisschen verfolgt haben und so. Also da haben ja ganz so Sachen dabei, wie ich die letztes Mal versucht habe zu erklären, die kein Mensch verstanden hat. Wann? Sehr eine kleine Hintergrundgeschichten. Da, wo wir mal da draußen waren und so eine Show in der 200. Folge, weißt du, die ist doch schon lange draußen, Kani, weißt du. So, vor 20 Folgen oder so. Ja. Das war's doch nicht mehr, ist schon wieder ewig her. Ist schon wieder ewig her. Ja, aber auf alle Fälle Wrestle Quest, geil, oder? Spiel das. Starke Nummer. Ich versuche nicht herauszufinden, um was es da geht. Ich habe ja gerade gesagt, um einen Wrestler, der durch die Wrestlewelt läuft und Wrestler sein möchte. Okay, cool, Mann. Wrestling ist voll cool. Das ist aber, glaube ich, auch wieder eher so Secret of Mana-Look gewesen, gell? Keine 2,5D-Grafik. Ja, genau, das ist richtig oldschool. Aha. Richtig schön. Richtig schön. Ja, ich hab gedacht, du redest jetzt mit uns über Starfield. Wer, ich? Na, der Seppi. Jetzt gleich als allererstes. Ja, also ich kann auch über Starfield reden, ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich kann drüber reden. Red mal und ich grätsche da immer eine mit Fakten. Okay, es gibt ja über 1000 Planeten und die haben lauter unterschiedliche Oberflächen und Biome, aber die sind leider nicht wirklich spannend. Stinkt langweilig, kannst du sogar. Stinkt langweilig. Okay, kann man auch dazu sagen. Dann anscheinend die Nutzeroberfläche, die ist auch etwas veraltet, komplex und veraltet. Also das ist nicht mehr State of the Art von 2023. Sag mal, liest du da gerade meinen Test vor? Nein. Nein. Also zumindest da ist bei demjenigen, der diese Kritik geschrieben hat, kein Bild dabei. Ich weiß nicht genau, ob du das bist. Doch, da habe ich mein komisches Schild vor dem Gesicht, Make-up. Ach, das hast du wirklich eingereicht. Das schaut so aus wie ein Platzhalter. Ja, das ist ein Platzhalter. Ich war so, okay, gut. Das sind echt zwei Vollidioten eigentlich. Der Corby liest aus einer Zeitschrift vor. Ja, schon. Ich bin nämlich das letzte Mal, als ich mich mit dem Seppi intellektuell über was unterhalten wollte. Ja, da hast du sicher nicht teilgenommen. Weil ich einen Artikel gelesen habe und ich habe ihm leider verraten, wo ich den gelesen habe. Und dann hat er mich erstmal wüst beschimpft, was mir einfällt, dass ich diese Zeitung kaufe. Und ich soll auch gefälligst die Zeitung kaufen, wo er Kritiken dazu schreibt. Welche war das ursprünglich, die du da gekauft hast? Die GameStar. Ah, okay, die kaufen wir aber nicht, diese Scheiße. Was? Wenn, dann holt man sie Play 5. Play 5? Ja, oder Endzone, ja. Playzone, genau, Play 5 und Endzone sind die einzigen Heftel, die man lesen darf. Okay. Neulich habe ich gesehen, es gibt so eine Retro-Gaming-Zeitschrift. Da kann man dann Artikel anscheinend raus über Spiele, die vor 20 Jahren einmal rausgekommen sind. Ja, die gibt es jetzt nicht mehr, die wird eingestellt. Okay. Da habe ich ungefähr 15 Ausgaben im Schrank. Ja, die ist dann echt gar nicht so schlecht. Ich habe das gesehen, da war nämlich ganz fett vorn wieder Zelda drauf, aber mit, wie heißt's, Midnight, Twilight Princess. Twilight Princess, mit der genau. Midna. Mit der Midna, genau, sag ich doch, Midnight. Hast du einen Hut gefunden bei Tears of the Kingdom? Ach, du bist so scheiße. Hut? Ihren Hut? Die hat doch gar keinen Hut. Ja, die komische Kopfbedeckung da, den komischen Helm. Ja, den schon, aber einen Hut hat die nicht. Das ist ein Hut, ein Helm ist ein Hut. Die mit dem Helm so einen Gurt hast.
Ja, jedenfalls, da ist ein riesiger Starfield-Artikel drin von einem, den ich kenne. Und der hat nicht wirklich viel Gutes über das Spiel zu erzählen. Also zumindest hat er gemeint, man muss mindestens wie viele Stunden? 30 Spielstunden reinstecken, bis man dann einmal so ein bisschen in den Genuss kommt, dass man sie in diese Welt mal reinversetzen kann und sie ein bisschen treiben lassen kann. Ja, weil die Hauptstory halt so ein Scheißdreck ist, dass es ganz aus ist. Da unter uns kann ich es ja sagen. Ist es nicht wie bei Fallout, dass du die Hauptquest nicht unbedingt machen musst? Ja, doch, das wird es schon ein bisschen machen, weil du sonst überhaupt keinen Peil hast in der Welt. Weil das ist eben nicht so wie bei Fallout, dass du einfach rumlaufst und dann stirbst. Ergibt sich dann organisch, dass du irgendwas Geiles findest, sondern du bist ja immer auf einem Planeten und der ist ja begrenzt. Und die haben immer nur so einzelne Points of Interest, irgendwie so eine Stadt oder sowas, und der Rest ist ja quasi leer. Also da ist ja dann nichts. Jetzt musst du quasi die irgendwie zurechtfinden und da schaut's schon nicht, wenn du mit der Story ein bisschen voranschreitest, weil du dann auch die einzelnen Spielmechaniken ein bisschen lernst und ein paar, was auch noch ganz wichtig ist, auf dieser gigantischen Sternenkarte kennen sie halt auch keine Sau aus. Und nur durch die Hauptstory wirst du zu den wichtigsten Planeten geführt. Weil du weißt ja vorher nicht, wenn du zum Beispiel die Cyberpunk-Stadt da gesehen hast im Trailer, die findest du nie selber, wenn du da nicht hingeführt wirst. Das kannst du nur zufällig dann finden. Weil da keiner irgendwie sagt, wo auf welchem Planeten dass du da musst oder in welches Sternensystem dass du da musst. Und das ist ganz grausam. Okay. Und dann musst du auf alle Fälle die Hauptstory schon ein paar Stunden spielen. Und du kriegst da auch noch so bestimmte Fähigkeiten, die kriegst du halt anders nicht. Also du kippst fast nicht aus. Ah, schade. Ich habe gedacht, das ist im Prinzip wirklich Fallout nur im All. Und der Charme bei Fallout war ja auch gerade, dass du ja im Prinzip sofort loslegen kannst. Naja, aber Fallout 3 war ja ein grandioser Anfang, grandioser Einstieg. Fallout 4 war ja auch noch ganz cool, zumindest der Einstieg. Das hat zwar dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, weil du verlierst so dein Kind, das wird geklaut und dann möchtest du es wiederfinden. Das ist natürlich das Wichtigste in deinem Leben, du möchtest unbedingt das Baby wiederfinden, aber dann machst du erst einmal 100 Stunden irgendeinen anderen Scheiß. Das ist ein bisschen, aber war immer noch besser wie das da. Baby, glaube ich, regelt. Weil da ist es so, jetzt muss ich mich kurz erinnern, du fängst als Minenarbeiter auf irgendeinem, weiß ich nicht, gottverlassenen Minenplaneten an und haust dann ein paar Löcher in den Stein ein und dann triffst irgendwie aus Versehen also ein Artefakt und dann kriegst du so ganz kurz Blitzen und dann spielt eine Melodie und dann bist du halt weg vom Schuss, dann hat es dir ein bisschen umgehauen. Und dann kommt von der Constellation irgend so ein komischer Typ daher und sagt quasi, ja, er hat das auch schon mal gehabt, ganz krasser Scheiß, gell? Dann nimm mein Schiff, sei der neue Captain von dem Schiff und tritt der Constellation bei. Bumm. Sieht ganz sauer aus. Und du sagst, yo. Ja, das ist so schwachsinnig hingekratzt einfach alles. Und dann, während du dann mit deinem neuen Schiff, das der Typ geschenkt hat, der dann den Platz von dir einnimmt und dann Minenarbeiter wird. Weiß der Geier warum. Während du dann zu der Constellation reist, musst du dann noch da schnell hier und irgendwelche Piraten zusammenballern. Und es ist so konfus, bis du überhaupt bei denen bist. Und das spielt sich so, als hätten sie das irgendwie vor einem halben Jahr erst reingebastelt. Also das ist ganz ein großer Mist. Und das wäre ja so geil. Stell dir mal vor, die haben das irgendwie schon zu 90% fertig entwickelt und haben immer noch keine Hauptquest. Und so kurz, scheiße, jetzt haben wir schon das Ganze unreleased. Fuck, haben wir mir schon Hauptquest? Na, oh Mann. Yes. Aber morgen ist Betriebsabend, da kann man kurz was zusammenschreiben. Also den Anfang haben sie mit Sicherheit schon mal verworfen und nochmal neu gemacht. Also das kann nicht von Anfang an so geplant gewesen sein, weil das ist so hanebüchender Schwachsinn. Also sind die Betriebsabende bei Bethesda doch für sexuelle Belästigung da gewesen oder haben sie das in der normalen Arbeitszeit schon gemacht? Das ist Blizzard. Ah, ja, das war Blizzard. Ja. Das waren die mit StarCraft. Okay, ja, Star. Überall haben sie einen Star im Namen. Ja. Starfield, StarCraft. Das waren wirklich meine Kindheitshelden. Ich habe nicht gewusst, dass die da sexuelle Belästigung en masse betreiben. Das waren die mit dem Bill Cosby-Raum, oder? Aha. Ja, genau. Mit der Rape Stage. Alter. Ja, das kann man zu Diablo 4. Ja, genau. Damit wir auch wieder einen von unseren Dauerbrenner mal wieder mit reinbringen. Und damit man nicht Bethesda fälschlicherweise beschuldigen, es war Blizzard, genau. Ja, das war nicht so gut, wenn wir das dann. Da hat man nie da. Ja, auf jeden Fall sehr schade, weil, sagen wir mal, der Hype drum war ja, was heißt Hype? Sagen wir mal, die Erwartungshaltung war ja jetzt da bei Starfield auch wieder sehr hoch.
Was bei Cyberpunk damals auch. Bei den geleakten Informationen, was ja jetzt dann da bald alles nur so rauskommen soll, war meines Wissens kein Fallout 5 dabei. Also, das heißt, bis da mal ja richtig geiler neuer Titel dann kommt, muss ich. Ja, als erstes kommt da sowieso das Elder Scrolls, ja. Das Ja, kommt als erstes. Und dann genau. kommt irgendwann wieder mehr Fallout. Aber angeblich auch nicht mehr für PlayStation. Also, es wird wahrscheinlich Xbox und Xbox, klar, und dann PC only. Ja, ist ja klar, die kennen ja mittlerweile Microsoft und Starfield kommt ja auch nur PC und Xbox. Ja, aber Microsoft liebt doch Geld. 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 Ja, die lieben es auf alle Fälle zum Ausgeben. Aber was da auch noch geil war, wenn wir nur kurz über den Leak fertig reden, da stand unter anderem mal drin, was sie nur für Pläne haben, für andere Publisher möglicherweise zu kaufen. Ja, und Kani, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber die wollen dann Nintendo kaufen. Ja, da hat mir geheißen, das war sein größtes Karriereziel, wenn er es schaffen hat, dass er Nintendo kaufen darf. Ja. Aber das, ich glaube, das haben sie da hat es geheißen, die haben schon mal einen Versuch gemacht, da habe ich nämlich ein Interview gelesen, ich weiß nicht, ob das sogar mit dem Chef jetzt da war, oder haben sie irgendeinen anderen hingeschickt vor, ich sage jetzt einfach mit 20 Jahren, ich weiß nicht, wie lange das wirklich her ist. Da wollten sie schon mal Nintendo auch kaufen und das Interview und das Verkaufsgespräch muss so gelaufen sein, dass er in einem Raum sitzt mit den ganzen Nintendo-Führungskräfte und ist dann ungefähr eine halbe Stunde lang ausgelacht worden von ihnen. Und das war dann, weil er hat also geil gesagt, stell dir mal vor, du fährst irgendwo hier und machst ein ernsthaftes Verkaufsgespräch oder möchtest du eins machen, dass du sagst, hey, wir wollen eigentlich kaufen und du wirst dann einfach nur eine halbe Stunde vor Anzug tragen, die Japaner ausgelacht. Also, ich werde das geil finden und zum anderen war dann jetzt sogar der Bill Gates irgendwie mit dabei. Also mir nichts gelesen, ne? Mir kommt die Geschichte also bekannt vor und ich glaube, das war tatsächlich relativ früh, oder? Also es ist ziemlich lang her auf alle Fälle, aber Bill Gates habe ich jetzt da nicht rausgelesen, dass der dabei war. Okay. Aber du weißt, wie der Bill Gates ist, oder? Der Chef von Apple. Genau, der Chef von Apple. Weltbekannt. Ja, kenne ich mich aus, stimmt schon. Aber aktuell haben sie jetzt, hat es geheißen, dass das wahrscheinlich nicht, in naher Zukunft nicht passieren wird, dass sie Nintendo kaufen lässt. Ja, weil es leider zu gut dastehen. Leider, gell, ist echt bitter. Das war aber auch schon eine E-Mail, oder? Oder eine. Ja, die ist schon, ich glaube, alles sind 2-3 Jahre alt, kann das sein? Kann gut sein, ja. Okay. Ja. Und es war ja, genau, da habe ich auch gelesen, ich glaube, dass im Forbes Magazine sogar gestanden ist, dass das kein Leak war, sondern sie haben das selber hochgeladen von lauter Blödsinn. Ja, das war die Behörde, oder? Die FTC. Weil da ist doch momentan der Rechtsstreit da am Laufen. Kann sein, ja. Auf alle Fälle war es kein Angriff oder sonst irgendwas, sondern selber hochladen ist blöd. Das nicht. Also sie haben es zu blöd geschützt oder irgendwo öffentlich hochgeladen, keine Ahnung. Und dann sind halt aus Versehen andere Menschen auch drauf gekommen. Aber ja, es hat einer jetzt nicht unbedingt geschadet. Nein, also schon haben sie jetzt keinen rausgezogen. Aber das wär richtig übel, wenn die Nintendo auch noch hätten. Stellt sich das mir vor. Ja. Also im Prinzip dann das nur noch PlayStation gegen Microsoft irgendwann heißen. Ja, aber oder da Sony gegen Microsoft. Da glaube ich, hat es ja geheißen, dass eben, wenn es jetzt wirklich einmal, wenn das jetzt real werden darf, dass Nintendo auch noch kaufen, das war doch jetzt, was haben sie jetzt gekauft gehabt? Ja, Blizzard. Genau. Darum geht's. Und da hat doch schon das Kartellamt sie eingeschalten und ist ja ewig lang auf der Schwebe gestanden, ob sie es dürfen. Und wenn sie jetzt Nintendo auch noch holen Daten, hat es geheißen, dann wird es wahrscheinlich noch kritischer, die ganze Geschichte. Ja, dann haben die ja definitiv ein Monopol. Also dann, ja, was nicht. Seppi, was sagst du dazu? Du bist so still, was das Ganze betrifft, oder hast du da schon viel weitergehende Informationen? Seppi kauft Nintendo. Simmst du ihm gerade? Wer Bill Gates jetzt? Mit der Drahtscheibentelefon, Niererei. Nein, ich hab mir das ja gar nicht so genau angeschaut, weil mich die ganze Leakerei eigentlich nicht interessiert. Ich mag das überhaupt nicht wissen, was da so halbfertig oder halb durchdacht einmal irgendwann in irgendeinem Meeting aufgeschrieben worden ist. Weil auch die Spiele, die da genannt werden, das ist irgendwann vor 3-4 Jahren oder sowas gemacht worden. Die Pläne von den Studios, die ändern sich teilweise monatlich. Also da brauchst du eigentlich nicht mehr davon ausgehen, dass da noch irgendwas Aktuelles ist. Ja, für Gerüchte ist ja unser Podcast nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, also wir sind doch typische Schlagzeilenleser und dann werden die Sachen rausgehauen, ohne dass wir uns irgendwie drüber informieren, sondern Schlagzeile und dann kommt unsere persönliche, fundierte Meinung ohne Quellen.
Genau. Das ist ja immer so saublöd, wenn bei Google Discover oder sowas die Schlagzeile zu lang ist, dass es anzeigt. Dann kann ich die nicht so ganz wiedergeben. Und das ist echt, das ruiniert mir meistens einen Tag. Wenn man draufklicken, geht einfach nicht. Ja. Aber ja, wie der Kani sagen hat, zurück zu Starfield von Blizzard. Was sagst du dann so abschließend? Lohnt sich praktisch gar nicht, oder wie? Ja, doch, es gibt bestimmt Leute, denen gefällt das. Es gibt ja etliche Fraktionsquests und Nebenquests und so weiter. Da kannst du da wirklich, da gibt es ein paar geile, die machen auch Spaß. Gibt es zum Beispiel eine, die ist so ein bisschen an Alien angelehnt. Die ist ganz geil eigentlich. Dann eine nette Wendung. Aber insgesamt haben die Geschichten und die Charaktere und so weiter alle eher so mittel. Also das ist, ich weiß nicht, ich habe da 30, 40 Stunden gespielt und habe mir die ganze Zeit dachte ich mir jetzt einfach lieber was anderes zu machen. Und das ist einfach kein gutes Zeichen für so ein Spiel. Wie viel ich habe mich Stunden echt auf Starfield gefreut. Wie viele Stunden hast du gespielt? 70 oder 80, aber nach 30 oder sowas bin ich immer noch nicht warm geworden und wollte halt einfach immer noch was anderes machen. Weil das einfach keinen Spaß macht. Da sind so viele Sachen drin, die irgendwie nicht zünden. Und dann, Lieber sammelst 2000 Crocs bei dritten Zelda-Abenteuer dann, bevor du noch einmal Starfield spielst, sagst. Friss lieber 2 Joy-Cons, bevor ich das mache. Traust du nicht? Das war ein sehr virales Video. Ja, und ich darf da einen von meinen Joy-Cons geben, der regt mich nämlich auf. Driftet er? Nein, die Drifterei, also alle, ich glaube, ich habe 3 Paar Joy-Cons und bei 2, und wenn ich nicht sogar bei einem schon 2-mal, also ich glaube 3-mal habe ich schon eingeschickt wegen dem Drift. Kriegst aber Gott sei Dank immer gratis zurückgeschickt, aber einer ist irgendwie dabei, der ist gefühlt, da hat der keine Reaktion mehr. Ich weiß nicht, ob es am Zelda liegt oder am Joy-Con, an mir kann es nicht liegen. Aber oft einmal da springst du und dann sag ich, mach dein Segel auf, ich hab schon 16 Mal gedruckt, du Wichser, oh Gott, jetzt bin ich runtergefallen. Na. Kotzt mich an. Corby, was hast du gespielt, bevor wir uns noch eine Stunde lang mit einem eigentlich stinklangweiligen Spiel befassen? Baldur's Gate 3. Geil, Echt, Alter. hast du gefangen? Yes. Ich habe genau 1,5 Stunden gespielt. Oh. Nein, ich habe jetzt Hast dann du schon fast ein Hundertstel von die Zwischensequenzen gesehen? Soll nur gleich um die 160 Stunden sein? Naja, meinst du jetzt mit Zwischensequenzen dann praktisch jeden Dialog oder was? Na, Zwischensequenz. Okay, also weiß ich nicht genau, ob es da wirklich so viel gibt. Aber so Jo, der hat's Anfang gekostet. ist schon echt geil. Also ich meine, die Grafik und alles. Ich werde da auf jeden Fall, ich habe jetzt dann bald Urlaub, da sehr viel Zeit rein investieren und da freue ich mich ja schon tierisch drauf, weil die Welt macht schon richtig Bock. Das Kampfsystem gefällt mir sehr gut. Es ist halt dieses Dungeons and Dragons Kampfsystem, da haben wir das letzte Mal schon ausführlichst drüber philosophiert, gell? Ihr schweckt jetzt gerade in Erinnerungen, wie geil das war. Wow. Entschuldigung, ich habe gerade nicht aufgepasst. Was? Ganz genau. Ja, also im Prinzip, ich habe mir, glaube ich, schon ungefähr 20 Minuten gegönnt, einfach nur meinen Charakter zu erstellen. Und Alor, also Conny, das ist was für die, wenn man sie mit, ich glaube, Piercings waren es auch und Tattoos beschäftigen kann und dann natürlich noch mit Narben und dann deren Farben und was weiß ich. Und dann bist du am Ende dann doch wieder nicht sicher, bleibst du bei dem Geschlecht oder gehst wieder auf woanders oder was weiß ich. Dann kannst du, ich glaube, mich zu erinnern, die Penisgröße oder so, oder zumindest die Größe des Gemächts irgendwie nur mit einstellen, keine Ahnung. Geil, Leute. Zumindest auf der Playstation sieht man da aber nicht wirklich viel davon. Ja, super. Deswegen habe ich die Einstellung nicht ganz verstanden und Du musst wahrscheinlich. das aber fein nicht realistisch machen, gell? Du kannst das auch freigestalten, du musst nicht deinen als Abbild nehmen. Dann Ach so, zeigt man das vielleicht hat- auch was. Das Okay, ist jetzt ein Problem. ja, wie schon gesagt, das hat echt lang gedauert, bis ich Das das ist, da. das ist Bodyshaming, Seppi, hör mir auf jetzt. Hey, Entschuldigung. Corby kann nichts für seinen Mikropenis. hallo? Außerdem müssen wir, er muss nicht groß sein, solange du werkst wie eine Nähmaschine. Ja, Gott, das genau. Hauptsache er schmeckt, gell? Ja, ich bin. Gott. Na, und dann geht's eigentlich schon voll los. Du wirst halt praktisch in diese Welt geschmissen und die Anfangssequenz, ich brauch's glaube ich gar nicht erklären, weil das ist so Mystery und verrückt und was weiß ich. Außerdem brauche ich für meine Erklärungen immer 5 Minuten. Dann werden sie noch gerade 5 Minuten warten. Genau. Es ist einfach geil, coole Welt, coole Möglichkeiten, die man da drin hat.
und ich freue mich schon auf die weiteren Akte. Bis jetzt habe ich noch nichts Negatives gehört bezüglich irgendwelchen Bugs oder so auf der PlayStation. Kommt noch. Ab Akt 3, glaube ich. Habe ich letztes Mal schon wieder gehört. Das hast du das letzte Mal aber schon gesagt. Ja, dann müssen es doch bisher müssen es doch Zeit gehabt haben zum Herrichten. Ja, also bis das ist bis ihr in Akt 3 kommt, das dauert. Ich glaube, bei der PlayStation-Version war es sogar schon Akt 2. Bin mir nicht ganz sicher. Irgendjemand hat da geschrieben, dass er nicht mehr weiterspielen kann. Okay. Aber da können wir ja laufen, Patches. Ja. Ja, also du kannst, dass der erste Patch schon über 1000 Verbesserungen ins Spiel mit einbringt. Naja. Und der müsste da schon online gegangen sein, der erste große ja, der war da schon nach Gangster-Patch. nach unserer letzten Folge schon. War das da schon? Ich habe jetzt nämlich nicht mehr gewusst, Ja. ob wir uns da privat unterhalten haben oder ob es bei dem Scheißformat war. Es ist auf jeden Fall das war geil, da. wenn man sich denkt, so, jetzt geht's los, jetzt habe ich es mir gekauft, jetzt spui und dann schaust 160 Gigabyte Download, cool. Bam, ich spiele doch nicht. Wieder. Genau, nächster Tag. Okay. Das ist aber fei. Für Ja. PlayStation zumindest. Mei, sie haben euch schon vertont, gell? Also da steckt schon allein viel Audiomaterial drin. Da wäre es gar nicht so schlecht, wenn es einfach das ein bisschen streamen hatten, ja. Da hat es irgend so einen Typen gegeben, weiß nicht, ob ihr von dem gelesen habt, der im ersten Akt fast jedem Nebencharakter umgebracht hat und hat es in einem Haus aufbewahrt. Man hat anscheinend wirklich, wirklich sehr, sehr große Freiheit in dem Spiel. Ja, Ja, Wenn man psychisch nicht so ganz labil ist. Es ist halt auch cool, weil du kriegst halt relativ früh schon so die ersten Begleiter und du merkst schon, okay, die verstehen sie, aber nicht unbedingt mit den anderen Begleitern und fegen sie dann da voll an. Also es ist so, als hätte ich immer so einen kleinen Kani mit dabei, der praktisch von Figur zu Figur hier hüpft und sie dann denkt so, wen von den anderen beiden hau ich jetzt gleich um oder so. Also die bedrohen sie da teilweise richtig. Ich darf nämlich in dem Haus warten und darf mich mit den NPCs vergnügen. Gott. Ah, okay. So, seht bis ich weiterschmerzen, ich brauche schon meine 5 Minuten. Habt ihr jetzt schon die geilen Videos gesehen zu Mortal Kombat 1 ist doch jetzt im September rausgekommen. Habt ihr den Port auf Switch schon gesehen, die Beutel? Was nein. Na, Boah, googelt's einmal, und auch die Hörer, googelt's einmal den Vergleich von der Switch-Fassung Mortal Kombat 1 zu der PlayStation. In dem Fall kannst du wahrscheinlich eine Game Boy Advance-Fassung herstellen und die dann besser ausschauen als das, was die auf der Switch ausgeschissen haben. Das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist eine offizielle Switch-Version, echt? Ja, da gibt's eine offizielle und ich glaube, es hat ja, glaube ich, also das Mortal Kombat 11 hat's auch schon gegeben und das meine hat grafisch alles sehr einigermaßen passt, aber das jetzt, das schaut auch eher aus wie so, das schaut auch teilweise, die Beutel, die ich gesehen habe, schauen eher aus wie so eine, was weiß ich, so eine Demo, die man schnell mal vorführt, dass man vielleicht ein wenig die Bewegungen und so weiter schon mal sieht, aber da geht's noch, aber als Grafik war noch wurscht. Das ist echt irre. schaut doch gut aus, voll gut. Oh, leck. Corby, das kannst du einspielen ins Video, vor allem das geile Beutel von der Melina. Ja, boah. Richtig stark, richtig stark. Also, das erinnert mich wieder ein bisschen an Witcher 3. Also ich fand Witcher 3 auf der Switch hat ähnlich beschissen, zumindest vom Hintergrund und von der Landschaft her ausgeschaut. Ja, keine Ahnung, wie es du gespielt hast, weil da sind wir weit weg von Witcher 3, so wie das ausschaut bei Mortal Kombat 1. Nee, ich meine jetzt nicht der... Es gibt einfach Spiele, Ja. die haben nichts mehr für Switch. Da soll man vielleicht einfach aufhören. Der Kani ist doch mit dabei, sag das doch nicht. Doch, der muss einmal der Wahrheit ins Auge schauen. Das Ding ist ein Tablet von 1950. So wie das rausgekommen ist es echt nichts. Ja, sie kennen es ja. Man hat es ja bei Mortal Kombat 11 noch gesehen, dass es funktioniert, dass es rauszubringen, das passt. Aber das ist halt einfach nicht fertig, das Spiel. Aber ich dachte mal, dass Entwickler gar nicht Das hat ja nichts damit zu tun, dass die Leistung nicht gut nur war, sondern es ist einfach nicht fertig, dieses Spiel für Switch. Es ist halt eine scheiß Arbeit, wenn du ein Spiel programmierst und das dann für so ein uralt Ding porten musst. Das ist halt ein aber dann furchtbarer tu ich Aufwand. Aber bevor ich Ja, das eben, rauszubringen deswegen lasse, sag ich ja. das ist halt Epsi. Dann sage ich, was, eure Konsole ist zu alt, machen wir nicht mehr fertig. Das Interessiert uns ist nicht. genau das meine ich. Einfach nicht mehr machen für sowas. Ja, Das kommt schon irgendwann als zweite raus. ich glaube jetzt nämlich auch nicht, dass Switch unbedingt die Finanzkonsole ist, wenn es um Verkäufe von Mortal Kombat geht. Nee, das glaube ich jetzt auch nicht. Die ganzen kleinen Kinder warten schon die ganze Zeit drauf. Ja, wer holt sich das Ding, weil diesen Splatter mag man halt dann in Hochglanz haben. Und der Hoi ist man natürlich auf der leistungsstärksten Konsole.
Oh, Papa, kannst du mir helfen beim Finisher? Bitte. Aber dieses Jahr, also, ja, manchmal kriegst du Sachen rausgeschissen. Da muss doch irgendjemand noch mit drüber Ja, geschaut aber das haben. ist echt sau interessant, weil die Figuren schauen ja teilweise in dem direkten Vergleich vollkommen anders aus. Ja, die schauen aus, als da die Gamecube spielen. Nein, also, das schaut ja eher so aus, als hätten sie das da wirklich komplett neu, also, oder sagen wir mal, eigens geschrieben. Ich würde sagen, sie haben es komplett halbert fertig programmiert. Also ich bin da schon eher beim Seppi. Ich stelle mir das halt schwierig vor, wenn ich halt dann vielleicht als Publisher die Anweisung kriege, so, ihr haut das aber dann auch bei der Switch raus und dann merkst du vielleicht nach der ersten direkten Portierung, fuck, das haut gar nicht hin. Und dann müssen sie irgend so eine komische abgespeckte Version entwickeln. Also die können ja selber da nicht unbedingt drauf extrem stolz sein. Andererseits denken die sich wahrscheinlich, ja gut, wenn sie die direkte Portierung gesehen hätten, hätten sie wahrscheinlich auch gesagt, ja gut, dann macht sie mal mit 60% weniger. Ja, wie gesagt, also diese Beitel, wenn man sie anschaut, das hat ja nichts das hat nicht gescheit hingehauen zum Tor, sondern das ist einfach nicht fertig. Schau dir doch mal an. Das ist doch einfach nicht fertig programmiert. Das ist einfach das ist eine Frechheit, da habe ich einfach nur die Leute verarscht und sonst nichts. Das ist genau das Gleiche wie bei Cyberpunk damals. Ja, genau. Das ist einfach nicht fertig ausgebracht und aus. Ja, aber bei Cyberpunk war es ja auch genau das Problem. Die haben ja dann festgestellt, sie sind noch nicht so weit mit der direkten Portierung. Und dann hast du ja das Problem. Hat nicht einmal was mit nicht fertig zu tun, sondern das geht einfach nicht. Also du kriegst das Spiel so nicht auf die Switch um und dann kommt das dabei raus. Also das kannst du dann nicht mehr besser machen. Das hätten sie, also ich verstehe, warum sie da nicht einfach vielleicht den Programmcode nur vom Vorgänger Mortal Kombat hergenommen haben. Ja, weil das ein komplett anderes Spiel ist dann. Wenn das nur irgendwie hingehauen hätte, keine Ahnung. Okay. Also sagt man, aber bevor ich aber es. Jetzt einfach nicht gemacht. Genau. Es gibt sogar die komische Streaming-Version da bei den Switch-Spielen, oder? Das kannst du doch irgendwie machen. Echt? Ja. Das war doch auch bei, so leistungsstärkere Spiele werden dann zum bestimmten Teil auf Switch gestreamt über einen externen Server, weil Switch das selber nicht mehr darstellen kann. Das gibt es ja bei ein paar Spiele. Ah, welche Spiele warten das dann? Wer hat denn das gemacht? Ich glaube, das Guardians of the Galaxy Spiel, hat das gemacht. Ist das überhaupt auf der Switch rausgekommen? Ja, nur aus so einer Streaming-Version. Ah. Und ich glaube, war nicht, nein, Witcher nicht. Ich weiß nicht, ein paar haben das einmal gemacht gehabt, aber das ist, glaube ich, rentiert sich wahrscheinlich auch nicht so wirklich. Ja, also Switch ist einfach keine Konsole, die man kauft, um Grafikbombasten zu sehen. Die Spiele muss ich woanders, das mache ich woanders. Und ja, dieser Versuch ist halt einfach nur lächerlich gewesen, von denen, dass sie das überhaupt gemacht haben. Ich stelle mir auch das ganz grausam vor mit der Bildwiederholrate und so weiter, weil Mortal Kombat ist ja doch relativ schnell. Ja. Und das hat ja auf der Switch dann auch gar nicht mehr hin. Ja, aber ich würde sagen, wir nehmen jetzt so als Fazit das, was der Kani gesagt hat. Sie hätten sich einfach mal mehr Mühe geben sollen, hätten sie es einfach nur mal schreiben sollen mit der alten Engine. Das ist doch kein Problem, ihr Vollidioten. Abgesehen davon bringen sie es ja bei manchen Spielen nur hin, dass es nicht eine absolute Frechheit ist, was man da ausscheißt. Und das ist einfach nur Bullshit und sonst nichts. Ja. Eben, was kosten schon Entwickler, weißt du schon? Ja, das ist doch aber Bullshit. Wir haben doch auch andere Spiele, die man da hinbringt. Das war Spaß. Nein, aber ich meine, du redest schon die ganze Zeit so, als dass du nicht kapieren, was ich eigentlich sage jetzt ja gerade bei dem Thema. Da geht es jetzt nicht mehr, ist Switch toll, ist Switch leistungsstark, sondern es geht einfach darum, sowas rauszubringen, ist wieder mal eine bodenlose Frechheit, egal auf welcher Konsole. Um das Thema geht's jetzt die ganze Zeit. Ach so. Nintendo-Bashing gehen wir beim nächsten Spiel machen, das ich gespielt habe. Das hat nämlich ungefähr genauso ausgeschaut, aber es war auf dem Gamecube. Ich habe nämlich vor der Zeit mal wieder einen Gamecube auspackt, weil ich habe noch Batman Begins daheim rumliegen gehabt. Ja, stark. Richtig geil, die ganze Filmsequenzen 1:1, also wirklich die Filmsequenzen von Batman Begins eingespielt, aber einfach ein bisschen eine andere Story rundum verzeiht. Und dann halt einfach schnell wieder irgendwelche Szenen zusammengeworfen und das Gameplay, diese Lizenzgurken, ich glaube, das hat sich doch ordentlich bis in die Konsolengeneration Wii und PlayStation 3 und so weiter eingezogen. Weil das ist auch so ein Ding. Grafisch, das schaut ungefähr so aus wie das Mortal Kombat auf der Switch. Da ist, kennt ihr das Meme von Batman Begins, wo sie ihm einen Mund so komisch geschnitten haben, wo der so ausschaut, als war er voll entsetzt? Nein. Hast du das schon mal gesehen, Seppi? Batman Begins ist der Nolan-Batman, oder? Ja, genau. Da hat es eine Gamecube-Version gegeben. Richtig, ja. Wie alt ist denn der schon? Der ist auch schon 20 Jahre alt, oder? Nicht ganz, wann ist der rausgekommen? 2006, kann das sein? 2005. Gamecube noch also gegeben. das Spiel ist 2005 rausgekommen.
Ja, genau. Und der Gamecube-Mann ist von 2002, oder? Scheiße. Kann hingehen, ja. Ja, weil der, glaube ich, hat nämlich erst, ja genau, letztes Jahr, glaube ich, hat der 20-Jähriges gefeiert. Krasser Scheiß. Aber dieses, Alterskrise. Also gut, das beantwortet aber dann auch indirekt die Frage. Ich glaube, der Seppi kennt das Meme nicht. Nein. ich habe zu 100%ig schon mal gesehen, irgendwo da haben sie mir den Mund so komisch hingeschnitten. Auf alle Fälle ist da, wenn du mit der Kamera umeinander fährst, glaube jetzt weiß ich, das Meme, glaube ich, kommt nicht aus dem Film, sondern es kommt aus dem Spiel, weil wenn du mit der Kamera ein bisschen unten ans Gesicht fährst, dann wird die Masken ausblendet und dann siehst du halt nur so das grob programmierte Gesicht vorher mit den Glubschaugen und dem Mund komisch aufgerissen. Das ist schon saugruselig die ganze Zeit. Dann hast du, man hat so, also das ist jetzt halt wirklich weit aus dem Fenster gelangt, wenn ich das sage, aber man hat so leichte Elemente, die später in der Arkham-Reihe mit umgesetzt worden sind, wenn man vielleicht ein bisschen auf den Kampf und so hinschaut, aber das also jetzt wirklich sehr weit aus dem Fenster gelangt, weil das ist halt einfach minderwertigst. Dann hast du Schlösser zum Knacken in dem Spiel, glaube ich, wir haben es halber durchgespielt, weil ich es mit einem Kumpel aus Langeweile haben wir gesagt, haben wir uns das jetzt ein. Dann hast du 35 Schlösser zum Knacken und es ist jedes Mal das Gleiche. Also das ist, es drehen sich 3 Kreise, du musst jeden Kreis zu einem bestimmten Punkt stoppen und sind immer die gleichen 3 Kreise, es ist immer die gleiche Animation und du musst es immer zur gleichen Zeit stoppen. Also das ist wirklich, ich habe da erst einen Bericht drüber gelesen und das ist einfach, dieses Spiel zeigt einfach, wie diese Lizenzgurken damals funktioniert haben. Das ist so peinlich. Ich bin gerade mega beeindruckt, dass das Ding nicht nur für den Gamecube, sondern auch für den Game Boy Advance rausgekommen ist. Ja, ich habe auch gerade so einen Grafikvergleich gesehen. What the fuck? Okay. Ja, das hat mich nicht wundern, weil ich glaube, recht viel grafische Abstriche haben sie machen müssen vom Gamecube auf das Ding. Das ist ein aber zumindest mit Originalsprecher. Das müsste auch zu der Zeit sein, wo die Herr der Ringe-Spiele rausgekommen haben, von EA damals, oder? Ja. Das war doch auch so um den Dreh. Ja, es geht um den Dreh. Aber die waren cool. Ja, ich habe nämlich auch, also das erste war auf alle Fälle ziemlich geil, das habe ich voll geliebt. Aber die anderen weiß ich dann gar nicht mehr so. Ja, da haben wir ständig die Moria, nicht Moria-Schlacht, sondern die Helms-Klamm-Schlacht habe ich da, glaube ich, 48.000 Mal gespielt. Oh, das war so gut. Ich habe dann den letzten Teil gehabt, Rückkehr des Königs, das war einfach Hammer, weil es da natürlich die ganzen Highlights von Film 1 und 2 auch noch mit drin gehabt haben, das war richtig cool. Das war richtig geil. Und da hat es ja noch ein Ding gegeben, wo du eine eigene, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das gekostet hat, aber da bist du eine eigene Gefolgschaft, die den Typen nachlaufen, die einen Ring praktisch transportieren. Und das ist dann also so rundenbasiert mit zufällig erscheinenden Monster gewesen. Das war eigentlich auch nicht schlecht. Das weiß ich jetzt gar nicht. Mein Gott, wie haben das geheißen? Ich will mir den Namen merken kann. Aber es war cool, ich stehe sowieso auf diese rundenbasierten Dinge. Aber an diese 2 Teile, die du vorher gesagt hast, Seppi, an die ist nicht ohne gekommen, weil das war echt so geil. Die müssen wir mit irgendwie organisieren. Hast du ansonsten irgendwas am Gamecube gespielt, wenn ihr den schon ausgepackt habt? Nein, jetzt haben wir erst mal gesagt, jetzt spielen wir nur den Teil durch und aber wir haben ja dann auch nicht wirklich so den Elan gehabt, dass wir weiterspielen. Kennst du die James Bond-Teile, die es beim Gamecube gab? Ich weiß nur das vom GoldenEye und so. Ja, genau. GoldenEye, dann From Russia with Love, Nightfire und sowas. Aber wie hieß denn das eine, wo du am Ende im Weltall bist? Danke, ich habe nämlich nur das GoldenEye gespielt, sonst habe ich keins gespielt gehabt von den ganzen Game Bond-Dinger. Tomorrow Never Dies hat es auch noch gegeben, glaube ich, oder? Mit Pierce Brosnan. Ja. Also in dem Teil, den ich meine, ich weiß nicht, vielleicht war das ein Nightfire, das kann natürlich auch sein. Da gab es so einen richtig geilen Multiplayer-Modus und ich glaube, also das sind so die längsten Gaming-Nächte, an die ich mich erinnern kann, wo mein Bruder und 2 Kumpels von uns, glaube ich, die ganze Nacht nichts anderes gemacht haben, als uns die ganze Zeit gegenseitig zum Schießen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich saudämlich, aber für damalige Verhältnisse war das mega cool und also das, ja, Nightfire war das. Und die Kampagne war so extrem schwer, also zumindest für meine, macht's eure Witze, Gaming-Skills zu der Zeit. Da war es ja noch klar, da hätte man die nie ausgelacht, jetzt ist das peinlich. Ach so, ja. Auf das hätte ich tatsächlich Bock, dass ich das einmal wieder spiele. Ja, das ist voll geil, also ich habe meinen Gamecube oder allgemein meine Konsolen ja immer irgendwie griffbereit da, weil wenn ich dann irgendein Spiel, mal Bock auf irgendein altes Spiel habe, dann möchte ich das immer auf der Originalkonsole spielen, wenn es irgendwie geht.
Und ich habe ja auch auf meiner Pile of Shame noch so manch uralt Spiel drauf liegen, das ich nie gespielt habe, weil das Batman Begins war zum Beispiel jetzt eins, das ist mal irgendwo beim Wirt der Hami-Verein der Kursen, wo du gebrauchte Spiele abgegeben hast. GameStop. GameStop, ja. Genau, da ist nämlich mal das Batman Begins und Spider-Man 2, glaube ich, für den Gamecube drinnen gewesen und die waren sau billig, die habe ich dann beide mitgenommen und nie gespielt. Und jetzt haben wir gesagt, hauen wir uns das Batman Begins mal ein. Ja. Und ich habe euch gerade das Beutel von dem Batman-Meme geschickt, von der Fresse, die sie da gemacht haben. So ungefähr schaut er nämlich im Batman Begins aus, wenn die Kamera ein bisschen blöd hindrast. Gerade, dass die Augen dann noch besser für ihre klupschen. Gott, what the fuck. Okay. Ja. Und nachdem, ich hätte voll Bock auf das Spider-Man, dass ich das als nächstes spiele, aber wenn so eine ähnliche Lizenzkacke ist wie das Batman Begins, dann investiere ich wieder sehr viel Zeit für sehr viel Scheißdreck und das ist gerade nicht so mein Ziel. Später auch lieber das neue Spider-Man, das jetzt dann rauskommt. Ja, das war jetzt im Oktober. Da war da hat sich die PlayStation 5 in der Spider-Man-Optik, die da richtig geil ausgaffe. Ja, am 20. glaube ich, kommt es raus, oder? Sehe. Und schaut da richtig gut aus. Wir haben es auch im State of Play, haben sie jetzt wieder ein bisschen Gameplay und so weiter gezeigt. Ja. Also das schaut schon richtig, richtig gut aus. Habt ihr State of Play angeschaut? Nein. Ja, mit einem Augen, weil das ist meistens irgendwie ziemlich mau. Was ich aber geil gefunden habe, wo das erste, das da vorgestellt haben. Ja, das Baby Steps. Baby Steps. Ich meine, Das habe ich jetzt schon zum zweiten Mal gesehen, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, was das sei. Ja, nicht. Aber es geht, glaube ich, irgendwie, dass der komisch geht, oder? Ja, du musst, also so wie das anschaut, musst du quasi dem sein Gehen punktgenau steuern irgendwie. Ich weiß nicht, ich kann mir das nicht vorstellen, wie das genau gemacht wird. Aber es ist auf alle Fälle komplizierter wie bei Death Stranding, so wie es ausschaut. Und das ist also geil aus. Und witziger. Ein bisschen, ja. Das schaut auf alle Fälle geil lächerlich aus. Vor allem, wenn der Typ dann kommt und ihm irgendwas verzeiht und dann mit dem Enterhaken das wieder vorschwenkt. Was soll denn das überhaupt? Ja, wie geil das er redet. So komisch, halb desinteressiert und ganz seltsam. Kann geil sein. Ganz komisch. Das ist echt, ich habe mir das angeschaut und dann haben wir zuerst gedacht, das lasse ich am Anfang mit noch nichts Interessantes. Und der ist sogar nur in der Unterhosen umeinander gerannt. Die Unterhosen. Ja, genau, stimmt. So einen komischen Südstaaten-Anzug. mit dem ich gegen den mal am Abschlussball. Ja, genau. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was schaue ich denn da, was läuft denn da gerade, was ist denn das wieder für eine scheiß Werbung? Nein, es ist einfach das erste Spiel, das bei der State of Play präsentiert wird. Wow. Ganz stark. Was mir gefallen hat, war Final Fantasy VII Rebirth. Also man ist ja jetzt der zweite Teil von einer Remake-Trilogie. Ja, da kommt der und das schaut richtig fett aus. Im Februar, ja. Das schaut richtig geil aus. Ja gut, das letzte Mal haben wir schon drüber geschmerzt. Mittlerweile ist er schon erschienen, der DLC von Resident Evil 4. Ist er sehr gut. Habe ich schon daheim und der ist saugeil. Ja, ich würde gerade sagen, der ist sehr, sehr gelobt worden. Gell? Ja, der ist richtig, richtig geil. Du hast da quasi beim Vierer war ja immer Ada Wong irgendwie so ein Nebendarsteller, die so immer wieder auftaucht dazwischen. Und das haben sie da jetzt wirklich geil gemacht, weil du quasi immer die Passagen spielst, in der du das quasi nicht gesehen hast, so ungefähr. Und okay, das überschneidet sich halt immer wieder mal ziemlich geil. Es gibt da beim Remake 4 die Anfangsstelle, wo du quasi in dem Dorf bist und dann überfallst, dann flippen sie halt alle aus. Ja. Und die hört doch dann auf durch die Glockenleit von der Kirche und dann gehen sie da alle rein. Das war sie, oder was? Und das spielst du quasi als sie dann. Du leitest dann der Glocken. Das kommt gleich ziemlich am Anfang. Und hat da so kleine Überschneidungen gibt es da, und das ist echt geil gemacht und es macht saumäßig Spaß. Das 4er Remake war ja auch schon saugut. Und da haben sie jetzt noch ein paar neue Spielmechaniken. Sie hat so eine Greifhakenpistole zum Beispiel, also kannst die von Dach zu Dach schwingen und so weiter. Und dann während dem Schwingen noch fette Roundhouse-Kicks machen, wieder lieben. Ja, genau, da kannst du direkt quasi den Haken in die Zombie-Viecher einschießen und die dann hitziehen und dann voll umnirten. Also es ist richtig cool. Bin hellauf begeistert. Bleibt dieser leicht übertriebene Action-Anteil auch in dem DLC, oder wie? Ja, aber ich finde ihn super. Also ohne Scheiß, das Resident Evil 4 ist eines von meinen absoluten Highlights. Das macht einfach Spaß. Die ganzen Spielmechaniken haben so gut gemacht, dass das einfach nur geil ist. Du hast halt keinen so einen Gruselfaktor, nicht, das ist eh klar. Ja, weil ich habe nämlich zum Beispiel letztes Jahr das Original einmal auf dem Gamecube durchgespielt und es hat schon seine atmosphärischen Momente, finde ich, da wo sie dann eben da schon dieser Platz, alles sie brennen, dieses Gemurmel, es ist finster, dann auch in den Gemäuer mit den Mönche, wo sie die ganze im Hintergrund das Gemurmel haben, aber dann eben, wenn es dann mit einem dreifachen Salto rückwärts aus dem Fenster raus springst, dann denke ich mir so, warum hat es das jetzt braucht? Das zirkt dich so aus. aber nicht vor so.
Und im Ja, also, Remake haben aber- sie es entschärft. Ja, und wie gehst denn du bitte schön aus dem Raum raus, ja? Stimmt auch wieder, ja. Jede Tier, wenn du schnell hindruckst, dann trittst die Tier halt auf und im Original springst du ein paar Mal mit einem Salto aus dem Fenster raus. Ja, das ist gestört. Und das, ist das im Remake nicht mehr so, oder wie? Haben sie Es diese gibt, Szene dann- es gibt die Szene, die man kennt, wo er beim Salto rausschreibt, die gibt es schon, er springt da aus dem Fenster, aber bei weitem nicht so krass übertrieben. Ja, also da waren ein paar so Momente, wo ich gedacht habe, warum brauche ich... Stell dir mal den Shitstorm vor, der Kämmerer, wenn er das nicht mehr getan hätte. Nein, ich glaube, Ja, der das Shitstorm ist ist immer okay, das ist, glaube ich, immer ein riesen Kritikpunkt gewesen schon beim Teil 4, dass durch das ein bisschen die Gruselatmosphäre, die schon nicht mehr so präsent ist wie in die vorigen 3 Teile, so richtig lächerlich teilweise gemacht wird. Der Shitstorm ist ja dann gekommen, weil es der Ashley ein gescheites, vernünftiges Gewand dazu haben und man ihr nimmer unter den Druck schauen Das ist aber eine bodenlose Frechheit. Da möchte ich hier auch noch mal meinen Unmut kundtun. Der furchtbar. Ganz, ganz schlimm. Wichtigste Ankündigung in der State of Play waren aber 3 neue Farben für die PlayStation 5, gell? Ja, stimmt. Nicht, dass wir nur Ganz über irgendwas Sinnvolles schmerzen. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, Volcanic Red, Cobalt Blue und Sterling Silver. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Sterling Silber schaut für mich fast genauso aus wie die Weiße. Ja, das ist schon verrückt. Das darf aber gut zu meine Kettel passen. Mir ist gerade noch eingefallen, Seppi, hast du nicht irgendwie gemeint, du hast nur irgendwas gespielt? Ja, habe ich. Dann verzeih es bei das, bevor wir dann noch weiter über irgendwelche Ankündigungen reden und in Wirklichkeit kommst du mit deinem Highlight dann erst ganz zum Schluss. Was kann Starfield nur toppen? Alles. Alles. Oder Batman Begins. Nein, also Resident Evil Remake auf alle Fälle kaufen, kostet 10er, hast ungefähr, glaube ich, 6, 8 Stunden oder sowas drin und macht fett Spaß. Super, Geil. super geil gemacht. 8 Gerade mit Stunden, Dingen also genau. praktisch so viel Gameplay wie in Resident Evil 3. Ja, das ist ja relativ kompakt gehalten gewesen, ja. Ja. Sie haben ja 2 Parts, glaube ich, ausgenommen, oder? Aus dem Remake vom 3., damit es schneller geht. Noch schneller. Also sie haben definitiv einen Bereich rausgenommen im Remake. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie sogar einen zweiten entfernt haben. Und keiner versteht, warum. Das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Das Keiner Dreier versteht, hat mich warum. irgendwie nicht interessiert. Keine Ahnung. Ja, an sich war es gut umgesetzt, du kannst nichts sagen. So, das zweite war auch Weltklasse, das Dreier basiert ja auf dem Ganzen vom zweiten Remake. Aber ja, es ist halt dann eher nur mehr horrorlastig, es war eher so Terror, mit dem, dass du die ganze Zeit verfolgt wirst und es eskaliert die ganze mit dem Drecksviech. Aber warum ich bei dem unglaublich kurzen Spiel dann nochmal 1 oder 2 Bereiche rausnehme im Remake, also keinen Schimmer, weiß ich nicht. Vielleicht hätten sie ausgeschaut wie Mortal Kombat auf der Switch, haben sie gesagt, das haut nicht hin, das lassen wir raus. Ja, genau. Das war schön einfach so mitten im Spiel dann so ein Levelabschnitt total hässlich. Der geht gar nicht schön, den kriegen wir nicht hin, den nehmen wir raus. Gott, ich stelle mir das eher so vor, das haben sie schon fertig implementiert und dann sitzen sie am Ende alle da, so, passt, jetzt bringen wir es dann raus und dann sagt einer, aber es ist nur zu lang. Dann lachen alle und lachen und dann schaut er ganz ernst, es ist zu lang. Der Nächste, der lacht, fangt doch nicht, Idioten. Ja, keine Ahnung, was das ist. Für Horrorfans habe ich noch eine kleine Empfehlung. Und zwar Ad Infinitum habe ich testen müssen. Am Anfang haben wir gedacht, das ist Schmarrn, aber nein, ist ziemlich geil. Ist auch relativ kompakt, irgendwo zwischen 7 und 10 Stunden kann man das abschließen. Das ist ein First-Person-Horror-Adventure und spielt in der Zeit vom Ersten Weltkrieg. Man kommt quasi als Sohn von einer Familie nach dem Krieg wieder zurück und du bist da quasi in so einem Albtraum gefangen, mehr oder weniger. Weißt du jetzt nie so richtig, was ist jetzt Realität und was ist jetzt Wahnvorstellung und wechselst quasi das ganze Spiel immer zwischen dem Anwesen von der Familie und den Schützengräben im Weltkrieg. Und da triffst du halt im Anwesen ist immer mehr so Rätselelemente drin und du treibst die Geschichte ein bisschen voran und in den Schützengräben kriegst du es dann mit so ganz krasse Monster zum Tor, die quasi an die Schrecken des Krieges angelehnt haben. Also da hat ja jeder so sein Thema. Und im Kern geht es halt irgendwie um die Traumabewältigung vom Krieg und wie sich der ganze Wahnsinn da auf die Familie auswirkt. Und das ist richtig geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mir gut gefallen. Hast da eine richtig tiefgehende Geschichte, die richtig gut erzählt ist und extrem gruselige Stellen. Also das Sounddesign ist überkrass. Wenn du dann mit dem PS5-Headset mit dem 3D-Sound da allein im Zimmer hockst bei stockdunkler Nacht und es knarzt überall und dann auf einmal schreien sie wieder und es ruppert an der Tür. Ja, flippst aus. War echt Spaß gemacht, du. Das schaut ja ziemlich geil aus. Cool. Es hat ein paar so spielmechanische Schwächen. Manchmal ist es ein bisschen hakelig, aber der Gruselfaktor ist ziemlich gut.
ziemlich gelungen. Und ist auch mit, glaube ich, irgendwo 30, 40 Euro oder sowas, jetzt kein Vollpreistitel. Ist okay. Kann man mitnehmen, gibt es bestimmt auch bald billiger. Ich glaube, ich habe es auch schon für einen 20er irgendwo gesehen. Ja, schon her. Kann ich jedem empfehlen, der auf so Horror mit Tiefgang steht. Horrorkassetten. Horror mit Tiefgang. Ja, so Schaut Ari Aster zum Spielen. Ja, ich wollte gerade schon sagen, es schaut schon verdammt horrorlastig aus. Seid durch so ein gruseliges Herrenhaus gegangen. Kommt ja jetzt halt im Oktober, wenn wir bei Horror sind, kommt das Alan Wake 2 raus. Hat jetzt irgendjemand von euch noch das 1 gespielt? Na, Nö. leider nicht. Nicht geschafft, fix mal. Ja, es ist bei mir tümpelt es eine Bibliothek da hier, aber 1000 Crocs bei Zelda sagen nein. Muss man das erste gespielt haben fürs zweite? Ist das so eine keinen- krasse Fortsetzung? Ich habe keinen Schimmer, ich habe mich nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ich habe mir gedacht, ich spiele es auf alle Fälle noch das 1, bevor es rauskommt, das andere, aber nee. Naja, vielleicht ja beim nächsten Mal dann. Vielleicht beim nächsten Mal, ja dann. Bei Alan Wake 3, vielleicht schaffen wir es bis dahin, dass wir dann die 2 Teile vorher spielen, oder? Ich bin noch gespannt, wie lange du in die Talkthroughs jetzt dann noch sagst, ich bin bei Zelda jetzt da und da und. Na, beim nächsten bin ich ziemlich sicher, dass ich fertig bin. Ziemlich sicher. Außer es kommt der DLC. Kommt ja keiner, ist er schon verneint worden, dass er einen DLC bringen, ne? Ja. Was ja, schon, ja, aber was mir jetzt denn da jetzt sagt, gut, ich habe jetzt das Finale noch nicht gespielt, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da noch irgendwas kommt, das die DLC würde. Das war bei Breath of the Wild doch auch scheißegal. Da haben sie dann einfach nur ein paar Dungeons mehr und dann kannst du am Ende ein Motorrad gewinnen. Toll. Das mehr hätte ich jetzt ab und zu gerne bei Tears of the Kingdom haben. Ja, schau, der kommt Ja, das aber es ja hat noch. doch, ich glaube, was ich gelesen habe, hat es geheißen, dass sie kein DLC machen, weil sie weil sie sind jetzt fertig praktisch mit diesem Universum von Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, und sie stürzen sich jetzt in ein neues Zelda-Abenteuer. Ja, ich glaube, es ist ziemlich fast wortwörtlich gesagt, sie wissen gar nicht mehr, was jetzt da noch da sind. Das ist aber auch, sag ich jetzt mal, Ja. ja, das ist genau so denke ich mir das auch, was möchtest du jetzt noch mehr machen als, von mir aus halt dann noch mehr 5-fach so große Open World, aber dann ist halt nur repetitiv, als jetzt halt schon ist, der ganze Mist. Das ist wirklich jetzt so der Peak, was glaube ich machen kannst, jetzt darf man wieder was Neues machen. Ich glaube, dass die jetzt, wenn es momentan überhaupt an was arbeiten, dann mit Sicherheit am Zelda für die nächste Konsole. Weil das Deswegen, die haben es dauert doch jetzt jetzt nicht mehr allzu lang. auf der Gamescom hat's geheißen, haben es angeblich ein paar Entwickler hinter verschlossenen Türen einen Blick drauf werfen lassen, oder? Ja, es gibt anscheinend schon so Dev-Kits oder so ganz frühe Stadien von einer Vorschau-Konsole. Ich bin ja gespannt, was da mal was verzeihen. Aber wir müssen damit zurück zum Horror schwenken. Im Oktober, Anfang Oktober, der blanke Horror, es kommt ein neues Assassin's Creed. Oh ja, aber das ist eigentlich ein oldschool Assassin's Creed, gell? Eigentlich Assassin's Creed Mirage ist jetzt dann ja, ich weiß nicht, kann man endlich sagen? Ja, wenn man die alten Assassin's Creed Menge hat, dann kann man sich schon drauf freuen. Wenn man aber so wie mir extrem von den Rollenspiel Pseudo-Riesen Arschloch Open World Assassin's Creeds massakriert worden ist, dann sagt man eher, lass mich nur mit dem Scheiß. Ja, genau. Und ich habe die ersten, also vor allem diese Ezio-Geschichte, das habe ich ja geliebt. Und auch das Gameplay aus dieser Zeit. Und das, wenn es wirklich schaffen hatten, weil eigentlich hat mich Assassin's Creed nach Valhalla komplett verloren. Ich habe gesagt, ihr könnt es mir im Arsch lecken, ich spiele überhaupt keins mehr, weil das ist so ein langweiliger Wichserrotz und diese Welt ist so scheiß langweilig und man hat so ein mit so viel Potenzial, diese Wikinger-Welt war so mächtig gewesen und es ist einfach nur langweilig hingeschissene Rotze gewesen. Ich war fertig mit dem Ding und dann heißt es, ja, Leute, wir wissen schon, dass wir es jetzt ein wenig übertrieben haben, wir bringen wir einen Teil aus, der so wie früher Assassin's Creed Mirage. Und dann habe ich gedacht, ja, ob es mir nicht anlegen darf, dann schauen wir den ersten Trailer an und dann denken wir so, ja, das ist doch die gleiche actiongeladene Scheiße, aber jetzt hat die ersten Stimmen kommen durch und sagen, man hat es wirklich geschafft, wieder so die Anfangstage von Assassin's Creed aufleben zu lassen. Ich habe halt echt Bammel, weil das ist ja, Mirage hätte ja eigentlich ein DLC werden sollen für Valhalla. Das ist ja schon, ja, völlig. Und aus dem, da haben sie dann irgendwann an einen Punkt gekommen, wo sie gesagt, hey, der wird so dick und so, da machen wir gleich ganz spät raus. Deswegen glaube ich, haben da ziemlich viel so Spielmechaniken und so noch drin vom Valhalla. Also. Ich werde es dann genauso machen. Dann ist das schon wieder ein richtig geiler Move, dass ich dann sage, Leute, wir haben mal echt zugehört. Wir bringen da jetzt ein Spiel raus. Das ist so wie in den alten Assassin's Creed. Ihr habt recht gehabt. Die ganze Zeit. Ihr habt einfach recht gehabt. Sie wissen ja, dass wir die ganze Zeit schon recht haben. Sie wollen einfach nur nicht die Schwanz. Scheiße, Assassin's Creed Valhalla ist doch irgendwie mit einer Milliarde Umsatz eingeschlagen, oder? Ja, das war voll erfolgreich, deswegen haben sie es ja so lange weiter bastelt.
Das ist ja das Traurige. Das ist halt teilweise eine Sache, gell? Kannst du denn da einen großen Vorwurf machen, wenn es Millionen von Idioten gibt, die das einfach über durchballern? Natürlich nicht. Solange es funktioniert. Aber es ist halt einfach, wenn dann so die coolen Typen kommen wie wir, diese richtigen krassen Gamer-Pros, die voll deep sind und so. Genau. Die richtig deep in die ganze Scheiße eintauchen, dann ist das natürlich, uns stoßt das vor den Kopf. Wir brauchen mal was Neues. Das ist einfach zu wenig für uns. Das ja, ist einfach, deswegen freuen wir uns natürlich dann schon, wenn wir einen Monat weiterblicken auf November, wenn das neue Stronghold dann endlich rauskommt. Also das neue alte Stronghold, so geil. Das neue alte Stronghold, das ist da sagt man die dann 3 Wochen nicht mehr, oder? Er und 3 Freunde. Cooles verschwunden. Corby hat uns wieder irgendwo eingesperrt und zwingt, dass er spielt. Ich werde die Zeit meines Lebens haben. Die werde ich haben, wenn jetzt dann im Oktober Super Mario Bros. Wonder rauskommt und ich mit dem fetten Mario-Elefanten umeinander laufen kann. Stimmt, du hast ja quasi, du kannst ja gar nicht mehr weiter Zelda spielen, weil du hast ja jetzt ein festes Date mit dem Klempner. Nein, 20.10. ist Stichtag und da muss das gar sein. Ja. Da muss Zelda Tears of the Kingdom auf 100% durch sein. 20.10. wird er als Fettsack-Mario-Elefant umeinander gelaufen. Soll ich da auch schon ein bisschen was vorlesen drüber? Warum, wir haben schon gespielt? Also ich habe selber schon was gelesen, aber ich weiß nicht, was hast du? In dieser Zeitschrift, da steht schon ein zweiseitiger Bericht über Super Mario Bros. Wonder. Mhm. Ich sehe ein paar Bilder mit Elefanten in verschiedenen Kostümen. Okay. Und hier steht... Mit Wilderer daneben oder ohne? Öfter mal was Neues. Browser wird hier zur Burg. Wir können es kaum erwarten, sein... Inneres zu erforschen. Soll das pervers sein? Ist das eine sexuelle Anspielung? Seppi, sag einmal. Was keine macht Ahnung, das da? ich hab doch das nicht geschrieben. Warum willst du so in Bowser sein After? Ich weiß nicht, keine Ahnung, was ist los mit der Zeitschrift? Wo liest denn du das? Keine Ahnung. Da, wo du arbeitest. Da ist Tatsache. Ja, also da wollte jemand witzig sein. Aber tatsächlich sollen es ein bisschen so dieses, das Gameplay kennt man ja, das sollen sie aber jetzt doch ein wenig aufgebrochen haben, dass es nicht einfach nur wie die New Super Mario Bros. Teile waren. Ich habe nämlich auch einen Bericht drüber gelesen und es sind anscheinend kleine, aber feine Veränderungen, die dazu beitragen, dass es doch ein bisschen ein neueres Gameplay-Erlebnis wird. Da bin ich echt gespannt, wie das dann ausschauen soll, weil gut, jedes schlechte Mario ist immer nur ein gutes Mario im Vergleich zu anderen Plattformen, aber es ist halt schon so, da spielst du halt seit der Wii mit den neuen New Super Mario Bros. Das ist halt dann doch immer irgendwie ein bisschen so das Gleiche gewesen, auch wenn es Spaß macht. Darum, das, was ich da jetzt gesehen habe, mit den Neuerungen, mit den neuen Fähigkeiten, mit dem, dass du die Welt beeinflussen kannst, dass, glaube ich, auch keine Zeit mehr die mitläuft. Also du kannst ja wirklich ein bisschen vor und zurücklaufen. Die Sachen, die versteckt sind nicht diesmal wirklich dann besser versteckt, weil du dir Zeit nicht mehr kannst. Es schaut auf alle Fälle aus, als hätten es, als wäre es wieder so ein kleines Highlight geworden. Und wie gesagt, Fettsack, Elefanten, Mario, geil. Voll. Haben sie schon, bei den Battle haben sie schon die Eier gehabt mit dem Typen. Da haben sie schon die Eier gehabt. Habt ihr euch da Nintendo Direct noch angeschaut? Nö. Nein, tatsächlich habe ich die einfach vergessen. War nicht viel. Ich habe dann nur also Ausschnitte gesehen, wo einzelne Sachen von dem neuen Peach-Spiel zum Beispiel. Ja, das ist Showtime, oder? Das habe ich auch gesehen und von dem Splatoon DLC oder so, weiß ich nicht. Ja, das spiele ich zum Beispiel gar nicht, das Splatoon. Irgendeine neue Season, aber bezüglich ja, dem... Ja, Season kommt da man jetzt raus, das ist ja irgendwie ein Season-Saft halt, gell? Ja. Dafür schaut das Princess Peach Showtime, da hat man in der letzten Direct noch gar nichts gesehen und nur angekündigt, wann das kommt. Schaut sehr kreativ aus, also kann spaßig sein. Das Ding. Aber ich bin überfordert damit, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die ganzen Verwandlungen, die man in dem Trailer schon gesehen hat, das war mir zu viel. Wenn man denkt, oh Gott, da muss man sich an so viel konzentrieren, ich bleib bei dem Fettsack Elefanten Mario. Du hast doch noch Zeit bis nächstes Jahr, ich glaube, das kommt erst im April, oder? Ach so. Ja, das dauert ein wenig. Also du kannst jetzt halt nach und nach jede Woche eine andere Verwandlung anschauen und kannst sie langsam drauf gewonnen. Was haben wir noch gerade auf der Direct? Ja, gut, das Meisterdetektiv Pikachu haben wir auch schon gewusst. Das glaube ich kommt jetzt auch schon im Oktober raus, interessiert aber auch keine Sau nicht. F-Zero 99 kommt raus. Das ist so wie das Tetris 99, wenn das einer von euch mal gespielt oder gesehen hat. Ja. Ah ja, genau, das ist so ein Multiplayer-Ding, gell? Ja, das ist geil. F-Zero auf dem Super Nintendo war Weltklasse. Hat das einer von euch gespielt, oder? Ja, würde narischer. Achso, ihr habt bereden über Tetris 99, das ist geil. Was ist? Was ist? Nein, F-Zero war geil. Tetris ist irgendwie seltsam. Na, Tetris 99 ist voll geil. Ah, okay. Keine Ahnung.
Schüttel mit Keine Kopf auf Ahnung. Stummseppi und da halten wir uns mit uns weiter. Du hast doch gefragt, wer von euch hat schon Tetris 90 gespielt, dann habe ich geantwortet. Also, okay. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass diese Antwort auf eine Ja- oder Nein-Frage so lang dauert. Ein großes Highlight wir waren halt schon beim Gamecube und ich liebe ja einen Gamecube und ein riesen Highlight, was sie angekündigt haben, ist, dass Paper Mario, die Legende vom Ionentor da wieder neu rausbringen. Und ich habe mir gedacht, geil, ich habe es mir letztes Jahr für 180 Euro gekauft, das originale Gamecube-Ding, ist arschgeigen. Aber ist ja an sich wurscht, weil ich das mir trotzdem kaufe, weil ich da ein bisschen so Retro-Sammler bin und die ganzen neuen Dinger brauche. Da die Mario Kart einreden. Lass mich in Ruhe bitte, die 180 Euro waren gut investiert. Das hat aber auch Wahnsinnspreise, gell? Mittlerweile, was das ist, kostet. Die Ihre ganzen- Gamecube-Spiele, vor allem das, ich möchte unbedingt dieses Conker's Bad Fur Day haben. Und das Ja. ist in einem guten Zustand mit komplett Material, alles dabei, bist du da bei zwischen 400 und 500 Euro, das ist irre. Ja, bei den Dingen, bei den Super Nintendo, JRPGs und so weiter, das sind in die Hunderte von Euro drin. Das ist einfach gestört. Mir hätte man das vor 10 Jahren hätte man das umreißen müssen, dass wir das einkaufen und haben sie das Zeug neu geschmissen. Ja, genau. Da hab ich hab mir vor 10 Jahren hab ich mir auch ziemlich viel gekauft. Ja, Aber da haben wir gedacht, bei den Spielen mit den großen Schachteln, die haben wir noch ein bisschen zu teuer. Da warte ich noch ein wenig. Die werden schon noch ja, billiger. ja. Ist sehr dumm. Genau. Da waren Sehr es dumm, spottbillig im was Vergleich macht. zu jetzt. Irre, ja. Aber gut, mein Gott, was soll es machen? Wenn man es spielen möchte, mittlerweile gibt es ja Gott sei Dank viele Mittel und Wege. Aber ansonsten war auch die Direct, was haben sie noch angekündigt, ein riesen Nintendo-Museum bauen sie gerade in Japan. Das war noch, ja. Wenn ich dann mal auf Japan fliege, was auf der To-Do-Liste steht, dann werde ich mir das anschauen, finde ich geil. Ja, da möchte ich Und- auch hin. Verdammt. Ja, du fliegst mit, passt. Passt, ausgemacht. Da wird Talkthrough live in Japan aufgenommen. Corby, du musst auch schon mithelfen. Nicht? Och, na. Da bist du dabei. 3 Wochen in Japan wird richtig geil. Ja, ich graus mich nicht vor Japan, ich graus mich vor ein paar Tagen allein mit euch. Das wird super, Alter. Du wirst dann noch so besudelt sein. Genau, richtig, ich wollte gerade sagen, so das erste Café, wo wir reingehen, ist wahrscheinlich so ein Knuddelcafé, wo dann irgendein Tussi mit dir knuddelt und du möchtest mit mir knuddeln. Nein, ich bin nämlich die ganze Zeit werde in dem Café mit Minischweine sein und werde da mit Minischweinen knuddeln. Alles andere kann mir am Arsch lecken. Das ist so eine weirde Parallelwelt. Nur geil, nur geil. Ich hätte schon mal geschaut, welche Voraussetzungen dass man erfüllen muss, dass man auf Japan auswandern kann, aber es sind zwei. Das wird mir nicht passieren. Verdammt. Ein Ding möchte ich noch erwähnen, was mir total, was ich noch überhaupt nicht mitgekriegt habe, was aber anscheinend auf der Gamescom sogar angekündigt worden ist, Little Nightmares 3. Ja, das ist auf der Opening Night Live. Das war, glaube ich, so eine von 2 Weltpremieren. Habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, habe jetzt in einem von meine Heftel gelesen, dass da schon der 3. Teil kommt. Ich soll aber den 2. Teil spielen, weil der erste der war bis auf ein paar spielerische Schwächen, aber vor allem vom Stil und von der Story ja voll geil. Oder was heißt von der Story, von dieser ganzen, von den ganzen melancholischen, hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ja, dann kommt der 2. Ist aber jetzt ein anderer Publisher, gell? Ja, genau, die haben das jetzt, ist nicht mehr der gleiche, die haben das jetzt abgegeben. Aber, Ein anderer Entwickler ist, oder? ja, andere Entwickler. Ja. Aber die ersten Battle, was du gesehen hast, bewegen sie sich anscheinend sehr nah an die ersten 2 Teile. Also man kann schon mit guter Dinge sein, glaube ich. Und ich bin heiß. Ja, Das werde ich mir auch schauen. schön. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit, nachdem ich jetzt endlich herausgefunden habe, was der Seppi vorhin eigentlich jetzt genau gesagt hat, Sea of Stars gesehen. Man muss sagen, es schaut echt interessant aus. Also Hast du es jetzt gefunden in der Zeitung? in der Zeitung. Ach, da wird es angewiesen, das- oder was? Seite 78. Seite 78. 85%. Hast du im Game oder wie? Nein, ich nicht, ein paar andere. Ach, das ist das auch schon hier. Unser Gitarrist hat es auch gespielt, der hat auch gesagt, das ist eines von den allergeilsten Retro-Pixel-RPGs ever. Der hat es schon, glaube ich, auf ein paar Tage durchgesucht. Wrestling Quest oder wie? Das ist schon geil. Nein, Sea of Stars. Sea of Stars. Immer noch nicht, mein Gott. Ne. Formel 1 Manager 2023 ist auch raus, gell? Oh ja, geil. Wow, Super. cool. Da machen wir extra Folge, da die sagen. Ja, ja. Ja. Da machen wir, da machen wir so ein Game Diary. Da spielen wir jetzt mal 2-3 Stunden und dann machen wir wieder eine neue Folge. Ja, das passt. war richtig, richtig Schreibt geil. uns bitte in die Kommentare, wo wir da genau anfangen sollen. Also praktisch, da gibt es ja bestimmt unterschiedliche Marken, wo man dann anfängt, bei welcher Marke Also ich soll man würde sagen, wir starten. fangen wir oben beim Disk einlegen. Oh, Das, die erste Folge besteht Die ersten drei. daraus, wie Die wir ersten drei. fahren und bestellen und kaufen wir das Spiel. Wir fahren wir sogar, wir bestellen wir es nicht online. Ja.
Das wird richtig gut. Aber jetzt hier machen wir Feierabend, Leute, weil ich muss jetzt noch Crocs sammeln. Ach, jetzt, weißt du schon, Um Gottes Willen. möchtest nicht nur über irgendwelche Ankündigungen reden, über irgendeinen Krampf. Ja, ich glaube, wir haben im Oktober relativ durch angekündigt. Ja. Mit den wichtigen Spielen. Es gibt ein Ghostbusters-Spiel, aber nur für PSV, für die VR2. So, Aber eigentlich sollte man jetzt schon so einen Running Gag weitermachen und du sollst jetzt noch irgendein Spiel sagen, das nächsten Monat rauskommt, auf das du die voll freust und meistens floppt dann das. Also von dem her, auf was freust du denn vor aber allem? bei welchen Spielen ist denn bisher passiert, das gefloppt ist, außer bei Gollum? Bei Gollum. Aber da heute war gravierend, gell? Ja, aber da haben sie nichts dafür können. Nein, das Und war versehen. bei Bomberman, RS2, das ist wieder draußen und du hast heute schon gesagt, na, okay, ja. Ja, es ist aber nicht gefloppt und ich habe nicht gesagt, dass es schlecht ist. Ich habe nur gesagt, dass ich keinen zweiten Teil brauche. Also das zweite steht unter keinem guten Stern, wenn das jetzt Also dann rauskommt. der zweite kann floppen, ich kauf's eh nicht. Das ist mir scheißegal. Ja, da schau. Jetzt Kim, sag auf was gefreist dich so richtig. Sag ja nicht Stronghold. Ja, natürlich Super Mario Wonder. Das wird im Oktober mein absolutes Highlight. Oh Gott. Das wird sehr Mario erfüllt sogar noch das restliche Jahr, weil ich glaube im November kommt dann schon das Mario RPG, oder? Das kann nie gehen, ja. Ja, kommt dann im Dezember, kommt da noch irgendein Mario? Das musst du aber auch gelangen jetzt. Ja, Stimmt. Ich jetzt, weiß eh nicht, wann ich das heuer noch alles spielen soll. Ja, die sind ja auch wieder nicht jetzt gelangt's, der Seppi hat's gesagt, daher, was spielt ihr im Oktober und was habt ihr jetzt im September gespielt? Könnt ihr uns bei irgendwas zustimmen oder sagt ihr, ihr habt echt keine Ahnung von der Welt? Und ansonsten sagt euch jetzt der Seppi, was ihr sonst der dürft. Ich lasse euch meine Bankdaten zukommen, dann weist es einfach direkt an mich, dann übergeben wir den ganzen Steady-Kram, das ist ja eh für den Arsch, da bleibt wieder nur bei irgendwelchen Mittelsmänner hängen. Das ist alles Käse, scheiß Buchhalter. Dass man an die richtigen Stellen investiert. Okay, gut. Alles richtig gemacht. Ja, ganz genau so wollt man das. Und dann sagt uns nur, ob sie es uns einmal, ob sie es wollt, dass wir zum Streamen anfangen und uns beim Zocken zuschauen wollt, weil das ist anscheinend leicht verdientes Geld. Oh ja. Easy Money. Easy Money, ja. Wir hätten Bock auf Easy Money. Wir kann mal so Tab-Videos machen. Ja. Tab-Videos. Und wir warten zu dritt. Oh, ja, das heißt dann, da reise ich auch was. Na gut. Sehr schön, Corby. Schönes Dann Schlusswort. vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast der Welt. Nicht vom Formel 1 Manager. Keine Ahnung, hat der einen eigenen Podcast? Machen wir einen eigenen Podcast. Jetzt In haben der wir Werkstatt, wo es. das Reifen wechseln, wenn das Quizradio laufen lässt. Jetzt haben wir es. Sehr schön. Hilfe. Wiederschauen. Adieu.